Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Projekt de loi gibt verschiedene Veränderungen beim INFPC vorgeholt. Zu den Änderungen im Niveau von der neuen Zusammensetzung vom Conseil d'Administration ist nicht viel zu sagen. Wir begrüßen aber, dass am INFPC eine konsultative Kommission geschafft wird, die Meinungen und Vorschläge von allen betroffenen Akteuren soll sammeln und darauf basiert Rekommendationen soll ausschaffen, für die Formation sofort zu Lützeburg regelmäßig anzupassen. Und das ist wichtig, dass dafür immer schnellstmöglich und Besoin vom Marché angepasst wird, für so sehr Personal entsprechend formieren zu können. Ein qualifiziertes Personal für unseren Arbeitsmarkt zu haben. Gut fand ich mir auch, dass die Kontrolle von den Finanzen neu festgehalten wird. Beispiele vom Science Center und vom Filmfonds weisen, dass es wichtig ist, die Finanzen streng zu kontrollieren und den Abus von Steuergeldern von 4 Jahren unmöglich zu machen. Es gibt also eine ganze Reihe positive Punkte. Es gibt aber eine kleine mehr. Weil es bei diesem Gesetz absteht, als Artikel 5 zum Posten vom Direktor. Wir sehen an diesem Paragraph, wenn es ein Gefahr von einer möglichen Ouvertüre für eine Privatisierung von der Education. Wenn man diesem Artikel wenn es kann eine Person aus dem Sektor privé sich auch für diese Posten vom Direktor melden. Ich will heute daran erinnern, dass wir 2021 schon mal ein das Problem hatten, dass das Enseignement für den Sektor privé abgemacht gehen. Die dämonische Regierung hat noch massiver Kritik ihren Gesetzesentwurf müssen zurückziehen. Hier kann ich nur argumentieren, dass es hier um die Wissenbildung geht. Ja, aber das schließt nicht aus, dass das Jurisprudenz schaffen kann. Für in Zukunft auch andere Posten am Enseignement für den Sektor privé abzumachen. Gerade CSV war damals ein von den größten Kritikern von dieser Idee. Aber das Projekt ist aber im Großen und Ganzen positiv und da wird mehr noch mitstimmen. Merci.